Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Do-it-yourself-Video hier mit mir. Wir fahren nach Skandinavien und wir wollen des Öfteren freistehen und dafür brauchen wir natürlich auch eine Dusche. Jetzt haben wir ja eine Pump-Solar-Dusche mit dabei, die funktioniert auch einwandfrei, aber wir hätten halt gern noch ein bisschen mehr Wasserstauraum, also ein Kanister oder einfach ein Wassertransportgefäß. Und wenn ich die Solardusche ja in die Sonne legen kann, damit die warm wird, dann brauche ich aber Stunden, bis das Wasser warm ist. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn wir einfach ein Rohr auf das Dach hinauf binden, darin Wasser transportieren, habe ich einerseits mal irre viel Wasser, das ich wieder mitnehmen kann. Da passen bestimmt so gegen die 25 bis 30 Liter Wasser hinein. Und dazu kann sich das auch währenddem wir fahren ganz einfach von der Sonne erwärmen. Soweit die Theorie. In der Praxis brauchen wir folgenden Kram, damit das Ganze jetzt hier funktionieren kann. Das ganze Zeug haben wir uns gestern im Baumarkt besorgt. Das haben wir auch alles einwandfrei in einem Ort gekriegt und das hat uns 54 € gekostet. Aber jetzt fangen wir mal an. Wobei anfangen, eigentlich haben wir gestern schon gestartet, weil das sind die Verschlusskappen. In eine Verschlusskappe muss ein Loch rein, damit wir da ja das Gewinde einschrauben können und das Wasser austreten kann. Und da wir keinen Rundbohrer mit dabei haben, habe ich einfach mal beim Baumarkt angefragt. Das ging leider nicht, weil die haben wahrscheinlich nur Holzbohrer und dürfen das dann nicht machen. Aber der Herr, der neben mir angestanden hat und auf einen Holzzuschnitt gewartet hat, der hatte tatsächlich so einen Rundbohrer direkt im Auto und hat uns hier so ein Loch reingebohrt. Und damit beginnen wir auch gleich, weil die Sache, die ist eigentlich ruckzuck fertig und gar nicht mal so kompliziert. Ich denke wirklich, das Komplizierteste ist hier das Loch reinzubekommen. Wenn ihr das Loch macht, dann macht das hier wie ich ganz am Rand, weil wenn ihr das in der Mitte macht und hier soll ja danach das Wasser rauslaufen, dann habt ihr ja unten immer noch so ein bisschen Wasser, das gar nicht rauskommen kann. Deshalb, das ist der Grund, warum wir das am Rand gemacht haben. Und natürlich nur so weit, dass das Gewinde hinten noch passt. Ich gebe es zu, wir haben einen Deckel, den haben wir zu weit am Rand gebohrt. Und da haben wir gemerkt, dass wir hier dann diese Klappe nicht reinbekommen. Das hier ist ein Gewinde. Das hat einmal ein Außengewinde und ein Innengewinde. Das brauchen wir, weil wir danach mit dem Innengewinde weiterfahren müssen. Und so ein Deckel, der hat ja natürlich kein Gewinde und deshalb brauchen wir das. Jetzt nehme ich hier nur das schöne Gewinde, das ja dann vorne herausschauen soll, stecke das hier durch. Mache hier hinten noch eine Dichtung hin und schraube das zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann auch wirklich dicht sein wird. Das werden wir danach ja gleich sehen und testen können. Falls das nicht reicht, habe ich mir zusätzlich hier noch so einen Kleber besorgt. Mit dem kann man Plastik und allerlei Materialien kleben. Der ist wirklich für Druckrohrleitungen ausgelegt. Also wenn da danach der Wasserdruck raufkommt, ja gerade auch beim Fahren, beim Bremsen und Beschleunigen kommt da Druck drauf, dann hält dieser Kleber. Und ich habe noch mal einen Tipp, was du jetzt leider vergessen hast. Und zwar werden wir das mit Teflon natürlich noch abdichten. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt hier schon, ha? Genau. Und dann ein bisschen mit Zug. Ja, jetzt kann ich ziehen. Man könnte das ja auch mit Hanf machen. Ja, aber du hast gesagt, dass wir da noch einen Kleber dazu bräuchten. Nee, wir brauchen keinen Kleber, wir brauchen eigentlich sowas wie eine Creme, wo man das abstreichen kann. Und da bräuchte man natürlich 2 Komponenten und hier brauchen wir nur einen Komponenten. So, jetzt kann ich das durchstecken. Dann haben wir die Dichtung, die drauf kommt. Das Verschlussteil. Das Gewinde hier komplett anziehen können, schraube ich hier vorne schon mal das nächste drauf. Dann habe ich hier was zum Anhalten. Und ich denke, mein lieber Schatz, hinter der Kamera magst du deine Muckis spielen lassen? Ja, aber erst könntest du den noch mit Teflon zum Beispiel. Den auch? Ja, jedes Gewinde. Könnte ich hier gerade schon vorarbeiten und beide Seiten machen. Genau. Das Teil ist dran, jetzt machen wir am anderen Ende weiter, weil das kommt ja dann vorne hin, wo das Wasser rauskommt. Aber jetzt verschließen wir erstmal das Rohr von hinten. Das kommt dann hier hin. So, also machen wir hier weiter. Wir haben hier einmal ein Verbindungsstück, weil hier ist ja das dünne Ende des Rohres.
Und da kann ich nicht, das geht so nicht weiter, weil der Deckel, der passt hier nicht drauf. Deshalb brauche ich hier einmal ein Verbindungsstück. Das darf Louis danach mit voller Kraft zusammenschieben. Dann habe ich hier einen Winkel drin, weil hier hinten will ich das Wasser ja danach einfüllen können. Und wenn das dann einfach so gerade ist, dann ist es ein bisschen schwierig, das einzufüllen. Deshalb habe ich mich jetzt hier so entschieden, einen Winkel anzubauen. Und hier gibt es dann einen Deckel drauf. Nur was jetzt natürlich wichtig ist, wenn das gleich alles zusammengesteckt ist, dann kommt vorne kein Wasser mehr raus, weil dann ja ein Unterdruck entsteht hier im Rohr drin. Deshalb müssen wir hier oben in den Deckel, der ja dann an der höchsten Stelle liegt, noch ein kleines Loch reinmachen. Dann kann hier nämlich immer Wasser rein und entsprechend auch vorne das Wasser raus. Alternativ könnte man jetzt auch den Deckel draufpappen und dann jeweils, wenn man duschen will, also wenn man vorne Wasser auslassen will, hier hinten den Deckel wieder öffnen. Aber ich mache jetzt, wenn der Deckel einmal richtig dolle drauf ist, dann ist er ein bisschen schwierig wieder abzukriegen. Falls ihr so einen habt mit Gewinde und den schrauben könnt, dann könnt ihr euch das natürlich überlegen. Ich persönlich finde es ja bequemer, wenn ich da nicht jedes Mal aufs Dach hochrennen muss und hier oben was rumfummeln, sondern einfach Wassermarsch sagen kann. Der Abschluss ist drauf. Was wir jetzt noch machen können, ist den Schlauch hier dran befestigen. Dafür haben wir solche kleine Schlauchbrieden, genau. Stopfen wir hier drauf. So, jetzt müssen wir den noch festmachen. Wasser reinfüllen, das Ganze schwarz lackieren. Weil, dafür haben wir uns entschlossen, ihr wisst alle, welche Farbe am meisten die Hitze speichert und das ist nun mal schwarz und nicht dieses Grau hier und deshalb machen wir das Ganze danach schwarz. Dazu kommt noch, dass wir das hier an Karl oben am Dachträger befestigen und der Dachträger ist auch schwarz, hat also nicht nur natürliche Einflüsse, oder hat nicht nur den Grund, dass wir das möglichst schwarz und dunkel haben wollen, sondern natürlich auch optisch. Sollen wir das mal machen und dann können wir danach fertig machen, weil ich mache den nicht schon an und danach spritzen wir das Ganze und dann genau. Ist der schwarz. Tja, dann machen wir mal ein bisschen Farbe da dran. Die Sonne ist ganz schön stark und ich hoffe, wir werden fertig, dass wir das noch ausprobieren können, weil ich denke, im Moment wäre das Wasser sehr schnell warm. So. Jetzt machen wir hier fertig, das Rohr ist im Moment am Trocknen, ich muss das danach ja noch drehen, damit ich auch die zweite, also die untere Seite noch lackieren kann. Jetzt mache ich, ups, aber besser richtig rum, hier noch diese, wie haben wir gesagt heißt das Teil? Die Muffe. Und nun können wir das dann, sobald der Deckel fertig lackiert und getrocknet ist, können wir das anschrauben und dann denke ich, dass wir den Deckel verleimen. Ja, ich Weil denke das ist ja dann die letzte oder die unterste Öffnung, da kommt der meiste Druck drauf. Den müssen wir auch nicht mehr wegnehmen können, aber wenn der abknallt, dann knallt dieses ganze Teil hier ab. Wir haben uns schon überlegt, ob wir hier noch eine Sicherung ranmachen. Einfach, dass wenn irgendwas ist, nicht so ein massives Teil auf der Fahrbahn liegt. Aber halten tut das jetzt hier mal sehr gut. Testen wir das nachher noch aus. Und wie gesagt, ich habe ja diesen speziellen PVC-Kleber, der wirklich auch unter Druck und speziell auch für Wasser gemacht gut hält. Jetzt kommt der fast letzte Handgriff, bis das Rohr zumindest fertig ist. Danach kommt ja noch die Montage. Ich schraube jetzt den Hahn auf den Deckel, der das Rohr dann verschließt. Und jetzt habe ich hier so einen Absperrhahn, der dann aufgemacht werden kann, damit das Wasser rausfließt. Und ich muss jetzt nur, wenn ich das aufdrehe, so ein bisschen darauf achten, dass der dann natürlich auch gegen unten zeigt. Also so in etwa, wenn der fertig angezogen ist. Das heißt, ich denke, eine Umdrehung kriegen wir noch hin, aber für das brauchen wir ein bisschen mehr Werkzeug als einfach nur meine Finger. Kannst du mir schnell helfen? Der Hahn ist dran und ihr seht, der passt jetzt wunderbar. Der zeigt gegen runter, wenn das Teil so ist, wie das dann montiert sein soll. Jetzt machen wir das ans Rohr daran. Ich habe vorhin schon gesagt, wir kleben das hier dran ans Rohr, einfach damit wir hier die doppelte Sicherheit haben und nicht nur gesteckt haben. Was wir natürlich beachten müssen, ich habe ja hinten einen Einfühlstutzen gemacht. Und wenn ich das jetzt hier so montieren würde,
dann wäre der Einsturzstotzen schräg. Das heißt, ich muss danach das Ganze so hochdrehen und dann kann ich das hinmachen. Halt einfach Dinge, wenn man klebt, die man vorher beachten sollte. Machen wir jetzt ein bisschen von da drauf. Zeit für einen ersten Testlauf. Wir füllen das jetzt mal hier unten, schauen, ob das Ganze auch bei so einer Haltung dicht ist. Und ja, danach müssen wir das nur noch am Dach befestigen und dann ist die Solardusche fertig. Der Wassertest war soweit gut, es geht ordentlich was rein, aber wir haben einfach auch bemerkt, wenn wir das probieren zu bewegen, dass vorne der Deckel natürlich der Kleber noch nicht ausgehärtet ist. Deshalb lassen wir das Ganze jetzt ohne Wasser drin über Nacht noch komplett trocknen und ich nehme sie jetzt mal aufs Dach hoch und schaue, wie ich das dann bei Zeiten befestigen kann. Ich bin gerade am Schauen, wie ich das am besten hier festmache. Dafür habe ich ja diese, keine Ahnung, metallenen Kabelbinder, die ich mit dem Schraubenzieher anziehen kann, dass das richtig schön Spannung drauf gibt. Das hält ganz schön fest und ich muss jetzt nur noch schauen, ob ich mit dem Gefäll so zufrieden bin oder ob ich hier noch ein bisschen Wasser rausholen kann. Obwohl das ja eigentlich ein Steffi bastelt Video ist, mache ich jetzt das Fazit zu unserer Solardusche. Warum? Weil ich diese Solardusche richtig geil finde und weil ich sie auch richtig oft brauche. Es sind inzwischen vielleicht 2 Monate vergangen, die jetzt diese Solardusche im Einsatz ist und wir ziehen jetzt ein kurzes Fazit und zeigen euch auch, wie wir das Ganze benutzen. Zum Anfang brauchen wir unseren Schlauch und den schließen wir mal oben an. Kommt mit! Wir haben hier oben ja unseren Absperrhahn mit Gewinde darauf und können jetzt unseren Schlauch hier auf dem Gewinde ruckzuck befestigen. Ich ziehe den an. Das ist eigentlich ganz einfach, das geht auch von Hand. Das war schon die ganze Zauberei. Ich mache den Hahn jetzt schon mal auf, weil es geht immer einen kleinen Moment, bis das Rohr dann wirklich vorne auch Luft ansaugt und auch ein Druck entsteht. Ihr seht es, Wasser läuft. Wir haben schon ganz schön Druck. Ich klemme jetzt den vorn ab, um euch den Rest noch zu zeigen. Und zwar habt ihr auch gefragt, wie wir denn im Auto oder besser gesagt außen am Auto duschen. Schaut mal. Echt geil. Das zeige ich euch jetzt. Moment schnell. Und das ist jetzt schon mal die Variante mit nicht so viel Privatsphäre. Wenn wir also irgendwo ganz alleine stehen, dann hängen wir jeweils nur den Duschvorhang auf, dass das Auto innen jeweils nicht nass wird. Wir stellen uns dann in diesen Bottich, einfach, dass das Wasser auch mit dem Schaum nicht einfach auf den Boden läuft. Das ist eigentlich ganz einfach. Man stellt sich hin, steht da rein, nimmt den Schlauch und duscht. Das ist eigentlich dann schon alles. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit und die sorgt dann für ein bisschen mehr Privatsphäre. Stehen wir also jetzt irgendwo zwischen Menschen oder Leuten, dann spannen wir diese grüne Plane zwischen die hinteren Türen und dann gibt es hier einfach einen Eingang. Dann gehe ich dahinter und dann habe ich dahinter vielleicht 1 bis 1,5 Meter Platz, wo ich mich bewegen kann. Das System funktioniert dann genau gleich wie vorher. Aber man hat ein bisschen mehr Privatsphäre. Jetzt gibt es aber nochmals eine Eigenheit und die zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir hier ja noch unsere Solarpumpdusche. Ihr habt hier schon mal wahrscheinlich ein Video von uns gesehen. Die kann man aufpumpen, dann hat sie schön Druck. Daran hat es einen Duschkopf. Und jetzt kommt eigentlich die Eigenheit dieser Dusche. Die Dusche ist eigentlich ganz cool, aber sie hat zum Teil wirklich ein bisschen wenig Druck. Und das liegt daran, dass wir das Gefälle ein bisschen zu wenig gemacht haben. Das war aber auch nicht anders möglich. Also was machen wir? Wir lassen einfach Wasser in diese Solardusche laufen aus dem Dach. Und das geht ja dann ganz einfach über den Schlauch. Füllen den und duschen dann mit dem. Das ist eigentlich schon die ganze Zauberei. Ich finde die ganze Lösung eigentlich ziemlich gelungen. Es ist eigentlich alles auch so aufgegangen, wie wir gedacht haben, außer dass es ein bisschen wenig Druck ist. Ich zeige euch das nachher noch mal kurz. Wenn euch der Druck zu wenig ist, dann müsst ihr entweder vorne, da beim Deckel, da vorne die Löcher größer machen oder am besten den Deckel ganz wegnehmen, dann habt ihr natürlich volle Kapazität. Oder was natürlich auch sein kann, dass ihr vorne abschüssig steht und somit das Gefälle, was ja eigentlich in dem Rohr drin ist, aushebelt. Weiterer Nachteil, die Farbe, die wir drauf gespritzt haben, die blättert schon sehr stark ab. Also man müsste wahrscheinlich momentan
schon so ein bisschen nachfärben. Wir benutzen das Wasser dort oben aber natürlich auch als Wasserspeicher. Wir haben intern ja nur 25 Liter Wasserspeicher, was relativ wenig ist. Und dann können wir das Wasser da oben zum Beispiel auch zum Abwaschen nehmen. Und eine weitere Besonderheit dieser Solardusche habe ich gleich heute Morgen nämlich schon gemacht. Wir stehen hier direkt an einem Fluss und man kann mit dieser Solardusche gut Wasser auch transportieren. Das heißt, ich gehe da runter, fülle die Solardusche auf und steige die Leiter hoch und fülle das Ganze oben in die Solardusche ein. Super praktisch, um das Ganze zu transportieren, das kann man so sagen. Wie viele Beutel hast du jetzt oben reingeleert? Ich habe dort oben 4 Beutel reingeleert, sie waren aber nicht komplett voll. Diese Solardusche, da fragen immer viele, die gibt es bei Kesha, die gibt es aber auch bei Amazon. Ich setze euch unten einen Link rein. Aber jetzt schauen wir nochmal, wie viel Druck das wir wirklich draufbringen, ohne das in die Solardusche zu füllen. Ich weiß das eigentlich gut, weil ich kann hier draufstehen und kann von hier den Absperrhahn öffnen. Und wenn ich jetzt den Schlauch oben über die Leiter setze, dann habe ich eigentlich hier wirklich perfekten Druck. Also da kann man nicht meckern drüber. Das Wasser ist jetzt natürlich noch nicht warm. Natürlich könnte man jetzt hier vorne problemlos auch einen Duschkopf und so weiter und so fort installieren. Aber ihr habt gesehen, wir duschen mit unserer Solardusche meistens und deshalb brauchen wir das gar nicht. Doch, man könnte eigentlich schon fast duschen. Ja, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und schreibt vielleicht mal unten hin, wie ihr denn duscht, wenn ihr unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!